Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Zu unserem allseits beliebten oder zu unserem beliebtesten Format, den Warlegs, und zwar zu den Warlegs des Monats August. Und ich mache das nicht alleine. Corby, Servus und habe die Ehre. Mike, grüß dich. Na, warum sind wir nur zu zweit? Was ist da schon wieder los? Du, keine Ahnung. Was mit der Führungsetage ist, keine Ahnung. Aber der Fisch, der stinkt vom Kopf her, also... Sag das nicht öffentlich in so einer Folge, weil am Ende glaubt er das auch noch. Ja, aber ich wollte sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her, also muss von ihm irgendwo... Weiß ich nicht, was er treibt, keine Ahnung. Oh Gott, ich möchte nicht als Führungskraft ansehen. Naja. Corby, wie schaut's denn aus? Geht's dir wenigstens gut? Ja, mir geht's super. Das freut mich. Und ich habe einiges gesehen im August, tatsächlich. Okay, sehr schön. Hast du etwa ein bisschen Urlaub gehabt? Na. Gar nichts. Und trotzdem warst du so fleißig. Trotzdem war ich so fleißig, ja. Es war ja Feiertag dazwischen, da war noch Volksfest. Da ist meistens dann so, dass man am nächsten Tag nicht mehr tun kann, als nur so rumliegen und halt dann Dinge anschauen. Ja, aber du hast den Urlaub gehabt. Das heißt, du hast bestimmt auch hier eine komplette Palette an Filmen mitgebracht, richtig? Ja, ein bisschen was habe ich schon gesehen. Okay. Ein bisschen was habe ich schon gesehen. Wir zwei haben ja auch Date Night gehabt. Oh ja. Nur wir beide, wir Susi und Strolch. Hackfleischbällchen von A nach B. Auf den zweiten Anlauf. Genau, aber besser später als nie, oder? Ja, genau, weil unser erstes Date ist durch Planungswirrwarr zu einem Massentreffen geworden und da haben wir einige Leute dabei gehabt dann auf einmal. Schon, da war nichts von Intimität. Na, aber umso intimer ist dann worden, als wir uns den zweiten Film angeschaut haben. Also der erste war Weapons, da waren wir gemeinsam mit unseren Freunden, die ja darüber mittlerweile schon eine Folge gemacht haben, der Seppi und der Kani. Genau, sehr brav. Und zu dem Film, wo wir drin waren, gibt's ja mittlerweile auch schon eine Folge. Und zwar Bring Her Back. Aber da möchtest du bestimmt nur den einen oder anderen Kommentar hinterherhauen. Das Einzige, was ich sagen wollte dazu, dass das jetzt mal wieder einer von den Filmen waren, die in der letzten Zeit sehr positiv besprochen worden sind, von allen Seiten, der mir dann auch sehr zugesagt hat. Also, wie gesagt, Weapons ist ja auch schon sehr präsent gewesen und sehr positiv besprochen. 28 Years Later ja auch, oder der Blood and Sinners, und das waren jetzt wieder so Kandidaten, mit denen ich nicht so viel anfangen hab können. Und deswegen war ich ja sehr froh, dass dann Weapons so stark bei mir angekommen ist und Bring Her Back auch. Ich möchte fast behaupten, dass der Film von den Philippou-Brüder ihr bester ist. Also ich möchte damit sagen, dass auf alle Fälle eine Steigerung mitgemacht haben zu Talk to Me. Und dass der Bring Her Back wieder mal so ein richtiger Tiefschlag war. Also das war so ein Ding, wie wir damals bei Hereditary gesessen sind und dann die Stimmung immer bedrückender und immer gruselig, und es war einfach so ein Potpourri der Gefühle. Auf jeden Fall kommt man dann von dem Kino raus und gespannt dann, okay, man hat jetzt irgendwas ganz was Großes gesehen, und das habe ich bei Bring Her Back jetzt auch wieder gehabt. Ein richtiger Film, der für ganz schlechte Laune sorgen kann, sehr blödig ist teilweise und ganz starke Schauspieler hat. Also ich war begeistert. Sehr starker Film. Einer von meinen, kann ich jetzt schon mal sagen, Top 10 Filme vor 2025. Bei mir auch. Da kann ich auch schon spoilern. Ich habe ja auch mit dem Kani in der Bring Her Back Folge schon einiges erzählt. Wir haben ja Kritik bekommen, schon seit der Weapons Folge, dass wir nicht spoilern. Also ich finde es ja geil, dass hier mal Kritik ausgesprochen wird, dass man nicht spoilert. Was ist eigentlich los mit euch? Deswegen vielleicht nur noch hinterher, so als Ergänzung. Also ich bin aus dem Kino rausgegangen und mir war echt nicht gut. Also ich hab Gänsehaut gehabt, ich hab mir dann die ganze Zeit gedacht, boah, fuck, war der Film eklig, und zwar wegen ganz bestimmten Szenen, wo dieser Junge sich teilweise verstümmelt, wo der in Dinge reinbeißt, wo er nicht reinbeißen soll, und das macht er nicht nur einmal. Das macht er öfter.
Weil du jetzt gerade nur den Bogen zu Hereditary geschlagen hast. Bei Bring Her Back ist es aber schon nochmal ein Stück weit anders. Bei Bring Her Back schwebt die ganze Zeit so mit, okay, geht der noch gut aus? Das ist bei Hereditary anders. Ab einer bestimmten Szene, wo jemand eventuell kopflos unterwegs ist. Ja, aber das ist dann schon alles stark am Ende. Naja, das ist die Hälfte vom Film. Wo's? Ach, du meinst, ich mein die erste kopflose Szene. Okay, ich hab die letzte wieder rausgesucht. Nein, ich meine die erste kopflose und da toppt sich der Film ununterbrochen jetzt passt auf, es geht noch schlimmer. Ja, das ist bei Bring Her Back tatsächlich ein bisschen anders. Das stimmt, ja. Nein, ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass mir die Grundstimmung an sich sehr, sehr, ich habe ähnliche Vibes verspürt, sagt die Junge. Ähnliche Vibes habe ich gehabt. Und wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, weil oftmals ist ja dieses Ranking momentan ein wenig so, was ist besser, Weapons oder Bring Her Back? Die haben von mir jetzt zum Beispiel beide volle Punktzahl gekriegt, weil es beide super waren, aber funktionieren beide komplett anders. Ja. Und das ist jetzt schon cool, dass man in einem Monat im August, jetzt 2025, so eigentlich 3 so starke Horrorfilme hat. Also Together habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, aber auch noch ein gutes gehört. Aber ich kann jetzt eben nur meinen Senf zu Weapons und Bring Her Back abgeben und die waren wirklich hervorragend. Jeder funktioniert auf seine Weise. Wobei Weapons ein bisschen locker flockiger daherkommt, weil er ein bisschen so diesen grotesken Humor drin hat. Der geht halt Bring Her Back komplett ab. Ja. Der ist halt wirklich grimmig bis zum Schluss. Ist auch einer von den Filmen, wo man wirklich beide Seiten auch verstehen kann, muss ich auch sagen. Also, wo ich sage, ich kann dieses Geschwisterpaar verstehen, ich kann aber auch einen Paddington seine Mama verstehen. Also von meiner Seite her Empfehlung und wer das jetzt hört und noch nichts gesehen hat, der soll jetzt sich auf alle Fälle noch mal ins Kino begeben. Unbedingt. Oh ja, unbedingt. Hat's auf alle Fälle wert. Ich habe jetzt was gehört, dass vom Zack Cregger, der ist ja auch der Barbarian, ist ja auch von ihm. Und da hat es geheißen, dass es jetzt Parallelen gibt oder Verbindungen zu Weapons, zwischen Barbarian und Weapons. Weil diese Hauptfigur aus Barbarians einen Anruf wegdruckt von einem Herrn, ich hätte mir's aufschreiben sollen. Ich hab mir gedacht, das merke ich mir. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Sie drückt auf alle Fälle am Anfang vom Film einen Anruf weg. Und das wiederum, dieser Name, ist der Rektor aus Weapons. Jetzt hat man jetzt schon irgendwelche Spekulationen. Was? Marcus irgendwas. Ja, danke sehr, Marcus, super. Und genau, und es hat schon geheißen, es gibt wilde Spekulationen, wie die zwei Filme zusammenhängen. Habe ich mir jetzt nicht in dieses Rabbit Hole begeben, weil da, wenn ich mir jetzt auch noch schlau machen darf, dann war es wieder ganz aus. Aber ich fand das sehr interessant und vielleicht habe ich doch mehr Zeit, dass ich mit dem nachgehe. Und vielleicht hat der Regisseur auch schon mal was gesagt oder so, aber ich fand das cool, wenn es da Connections gab. Es ist das Gleiche wie bei Talk to Me und Bring Her Back. Da gibt's ja auch schon Parallelen. Stimmt. Richtig. Ja. Aber ihr faulen Schweine, wenn ihr unsere Episoden noch nicht gehört habt, dann zieht euch die endlich mal rein. Auf jeden Fall. Und wenn ihr schon dabei seid, dann dort das Glocken drücken. Das sollen wir ja am Schluss vor der Folge sind wir nicht da, das macht man jetzt in der Mitte schon. Oder gleich am Anfang, sagen wir es so. Abonnieren, kommentieren, genau. Alles. Richtig. Und schaut bei unseren sozialen bei den sozialen Netzwerken vorbei, wo wir dabei sind, weil das ist immer interessant. Jetzt habe ich gedacht, du sagst bei den beiden sozialen Netzwerken, wo wir dabei sind. Bei allen. Haben wir das auch schon mal ja. Corby, was hast du so geschaut? Der August, wie schon gesagt, war sehr filmfreudig bei mir und ich habe unterschiedlichste Sachen mir reingezogen. Und ich kann jetzt schon spoilern, weil wir sollen ja spoilern für unsere Hörer. Diese Folge gibt es keine Doku. Bam, bam, bam. Und das, obwohl ich so viele Dokus gesehen habe, dass der Rauch davor geht. Aber nein, ich hab einen Film dabei, der für mich war Leck als auch war Dreck ist. Okay. Und der Film schimpft sich auf Enzo und die wundersame Welt der Menschen. So, Mike, um was geht's in dem Film? Um einen Enzo. Und ich glaube, dass das dann ein Außerirdischer vielleicht ist. Und der kommt auf die Erde und gespannt, dass die Erde ganz schön im Arsch ist. Und habe ich recht? Nö. Oh. Vielleicht hilft es. Der Originaltitel ist The Art of Racing in the Rain. Corby, was hast du denn da wieder angeschaut? Himmel, Herrschaftszeiten. Jetzt erzähl.
Weil das ist, was ich jetzt dann sagen, das war wieder ein Scheißdreck. Also, jeder, der sich jetzt gerade denkt, Mensch, wie kann der Mike da nicht drauf kommen, weiß selbstverständlich, in diesem Film geht es um den Golden Retriever Enzo, der so ein bisschen über sein Leben schwadroniert. Also der Film beginnt mit dem sehr alten Enzo, der scheinbar kurz vorm Tod ist. Er wird übrigens gesprochen vom Kevin Costner. Ach, ein sprechender Hund. Naja, du hörst nur seine Gedanken. Er spricht nicht direkt. Und dann erzählt der Hund halt von seinem Leben und dann entpuppt sich da ein Familiendrama, wo der Hund halt natürlich ja immer wieder ein bisschen Bestandteil ist. Aber ehrlich gesagt, das Familiendrama geht mir sowas von am Arsch vorbei, weil es ist einfach nur herzzerreißend, diesen Hund zu verfolgen und welche Gedankengänge der hat und so. Es geht um den Rennfahrer Danny, der sich den Enzo irgendwann holt und der möchte halt irgendwann zur Formel 1. Deswegen heißt der Hund natürlich ja Enzo, vom großen Enzo, sag's. Castellari. Ich hätte jetzt gesagt Ferrari, aber ich kenne mich doch nicht aus. Ich kenne Enzo Castellari. Ja, Gesundheit. Passen beide. Und auf jeden Fall dann, der Hund wird natürlich größer, dann kommt auf einmal eine Frau dazwischen, dann kriegen die ein Kind, dann stirbt die Frau, dann wird das Kind entfernt und so. Ich spoiler gerade voll. Also für alle, die entfernt? den Film... Das Kind wird entfernt, wo kommt's denn hin? Für alle, die den Scheißfilm, die den Film sehen wollen, die dürfen sich den gerne reinziehen, aber ich sag mal so viel. Die menschlichen Komponenten in dem Film sind völlig egal, weil ich bin am Ende da gesessen, neben mir meine weinende Frau und ich auch schon echt am Boden zerstört, weil der Hund macht die halt so fertig. Also das ist so traurig und natürlich wir als Hundebesitzer dann mit der wunderbaren Stimme von Kevin Costner kennen da nichts anderes als dem Film 5 Sterne geben und sagen, boah, fuck ey, der macht mich gerade echt kaputt. Okay. Ja, vor allem jetzt, wenn man Hundebesitzer ist auch noch und dann sagt man sowas, man projiziert natürlich sowas sofort auf seinen Hund, ist ja klar. Und natürlich, du siehst in dem Film ein komplettes Hundeleben. Und dann wird da erst nochmal so richtig bewusst, wie kurz so ein scheiß Hundeleben eigentlich ist. Ich habe auf jeden Fall dann beschlossen, dass wir dann danach was beim Inder bestellen und unser Hund ein eigenes Nahenbrot bekommt, weil er das so liebt. Mit Käse natürlich. Ich habe dann den restlichen Abend die ganze Zeit gestreichelt und verwöhnt und habe halt dann mir gedacht, Gott, ist das ein schlimmer Film gewesen. Also unglaublich. Ich habe mir aber noch Bring Her Back auch zu meinem Buben reingelegt ins Bett und habe den festgenommen. Ja, schau. Da ist dann mir wieder so gegangen. Ja, das hat natürlich, also die hat der Film gefallen, aber es war für die sehr aufreibend im Endeffekt, oder? Also rein von der Handlung her, also gerade dieses Familiendrama, völliger Bullshit, wirklich, völlig abstrus und bescheuert, aber das mit dem Hund, das ist schon ein ordentlicher Tritt in die Eier, das ist schon Wahnsinn. Ich sehe dafür einen anderen Film, der hat Bailey geheißen, glaube ich. Das ist also mehrere Hunde leben. Aber vergiss es, den werde ich mir nie anschauen. Wir haben uns den auch nur angeschaut, weil natürlich die eine Szene, die Netflix da in den Vorspann reingenommen hat, sehr lustig war. Oh, okay. Und wir dann gedacht haben, der ganze Film ist lustig. Hat echt schon gehabt beim Spogert. Ja, aber als ich dann gemerkt habe, oh, die Szene kommt relativ früh. Aber was soll denn jetzt noch kommen? Ja, nix Gutes. Der Film ist aus dem Jahr 2019. Regie hat Simon Curtis geführt und basiert auf dem Roman Enzo, die Kunst, ein Mensch zu sein. Okay. So, und man fragt sich halt natürlich, wer zum Teufel kommt dann von Enzo, die Kunst, ein Mensch zu sein, auf The Art of Racing in the Rain und dann wieder zurück nach Deutschland, Enzo und die wundersame Welt der Menschen. Wow. Ihr nehmt's doch alle Drogen. Stark. Da war der eine Titel ist ein Käse und der deutsche Titel ein Käse. Wahnsinn. Also wirklich unglaublich. Ja, der Film war auf jeden Fall kommerziell ein Flop. Wundert mich jetzt auch nicht, weil sagen wir mal, ich glaube, wenn du jetzt kein Hundebesitzer bist, dann gehst du da einfach nicht rein. Wahrscheinlich. Und weiß nicht, ist es ein Kinofilm gewesen oder war das ein Netflix, kein Netflix-Original, oder? Der war ja mal irgendwo. Kinofilm. Ja. Ich glaube, sogar produziert von Disney. Okay. Aber nicht gut. Nicht gut, okay.
Dann hilft's nicht. Ich habe was Gutes gesehen und das habe ich nicht allein gesehen. Ich habe es mit meinem Buben gesehen und zwar haben wir weitergemacht mit Star Wars. Oh. Der Urtrilogie. Ich habe jetzt gesagt, er ist soweit. Er darf jetzt das Imperium schlägt zurückschauen. Mhm. Wow. Und zuerst haben wir gesagt, nur ein bisschen, weil es war schon einigermaßen spät, aber er war brav. Und dann im Sommer kommst du oft nicht so dazu, dass du Fernsehen schaust, so dass er sagt, er darf am Tag einmal eine Folge schauen von irgendwas. Dann hat er 2-3 Tage haben wir gar nicht Fernsehen geschaut. Aber gesagt, weißt du was, Samstagabend, wir haben uns jetzt das Imperium schlägt zurück, eine Episode 5. So viel zur Geschichte. Der Film setzt im Endeffekt da ein, wo eine neue Hoffnung endet. Und zwar haben die Rebellen verstreut und unsere Lieblingsrebellen Luke, Leia, Chewie und Han Solo natürlich und die 2 Droiden C-3PO, R2-D2 sind auf dem Eisplaneten Hoth, sagt man in Deutsch. Hut. Ja. Auf alle Fälle werden sie vom Imperium entdeckt und das Imperium schickt Walker, AT-AT Walker, um die Rebellen auszuräuchern. Und bei diesem Angriff verstreut die Rebellen wieder und wir verfolgen mal quasi einen Han Solo und seine Crew und einen Luke, der fährt in Richtung Dagobah zu einem Jedi-Meister namens Yoda, den Corsair kennt. Und da muss er seine Ausbildung beenden, damit er endlich ein Jedi wird und gegen Darth Vader siegen kann, weil nur ein ausgebildeter Jedi kann das. Aber weil er ein Rotzleffe ist, tut er nicht das, was ihm gesagt wird und schon steht er ganz schön der Scheiße gegen Ende und muss das büßt aber ordentlich. Also das büßt er ordentlich. Da wird er schon bestraft. Ja, richtig. Genau. Und Han Solo und seine Crew werden auf dem zuerst die fliegende Stadt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, egal, die werden verraten und geraten in die Fänge vom Darth Vader. Genau. Im Endeffekt ist das Imperium schlägt zurück eine sehr geile, konsequente Fortsetzung vor eine neue Hoffnung. Düsterer, coolere Story, bessere Effekte, besserer Soundtrack, dieser Imperial March, wenn kommt, diese Sternzerstörer, wenn dann fliegen, Vader, wenn auftaucht, einfach alles geil. So viel Battle in diesem Film, die man sich einfach nur als Standbild an die Wand hängen möchte, voll geil. Dann dieser geniale Reveal, den wirklich jeder kennt, auch der, wo den Film noch nicht gesehen hat, dass der Darth Vader der Vater ist vom Luke Skywalker. Wow, hat jetzt mein Bub auch wieder mal nicht so erwischt, weil er das auch schon alles gewusst hat. Aber das kannst du halt leider nicht mehr so verhindern. Jetzt habe ich gedacht, so. Und dann hast du ins Bett gebracht und hast du gesagt, Jonas, ich bin dein Vater. Ja. Hat dann gesagt, okay, weiß ich schon, Papa, jetzt geh ins Bett, du Spinner. Auf jeden Fall war das wirklich ein cooles Erlebnis. Wir haben ja, wie gesagt, auch diese neue Hoffnung angeschaut und da hat er ja nach 20 Minuten, wer sich erinnern kann an diese Alex-Folge, er hat jetzt zu mir gesagt, Papa, können wir nicht was anderes anschauen, weil es zirkt sich ganz schön. Ja. Und der Film ja dann erst ab der Hälfte auf dem Todesstern so zum Zünden anfängt oder dann die Action losgeht, sagen wir es so, dann war Klappe halten angesagt und der Film war auf einmal cool. Diese Phase haben wir bei Imperium schlägt zurück überhaupt nicht gehabt. Also ich war von Anfang an begeistert. Und der Film mochte ja keine Gefangenen. Wir haben am Anfang dieser auf Hoth mit diesem Eisplaneten mit Luke, der in die Fänge gerät vor dem Vampa. Wir haben aufgeschlitzte Reittiere, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die geheißen haben, egal. Ich bin nicht mehr ganz so drin. Ich muss jetzt wieder mit meinen Kindern mitlernen, was Star Wars angeht. Ich habe jetzt eben Imperium schlägt zurück, letztes Mal, glaube ich, vor 20 Jahren gesehen. Dann geht's eben weiter, der Angriff auf die Rebellen, dann die Zerstreuung der Rebellen, dann der Luke auf Dagobah, Han Solo und seine Crew haben unterwegs. Also der Film, es ist immer was los, in verschiedene Ebenen. Cool. Also auch dieses Ende, das wirklich ein offenes Ende ist und ein schlechtes Ende für das Gute, finde ich auch sehr, sehr stark. Für mich der beste Star Wars Film von alle. Dicht gefolgt von Rogue One. Ja, kann ich mir nur anschließen. Der Name des Tiers, das du gesucht hast, ist übrigens das ist ein Tautan. Tautan. Okay. Ja, danke sehr. Weil, wie gesagt, den Vampire habe ich noch gewusst, da dieses Yeti-artige Tier und so. Also ich komme schon wieder rein. Und spätestens bei Rückkehr der Jedi-Ritter kenne ich dann alle Ausdrücke wahrscheinlich wieder.
Ja, also die kleinen Bären heißen Wookie. Das darf ich sogar noch wissen schon, ja. Die Evox. Ja, Evox. Also ja, war genau, cool, so heißen's. war ein toller Filmabend und dann ist er wirklich sehr spät ins Bett. Aber ja, ich glaube, dass was gemacht hat mit ihm. Also er hat das taugt und es war keine Sekunde langweilig und ja, cool. Also das mit seinem Buben zum Anschauen, Leute, dieses Gefecht weiter gegen Luke, wow. Voll geil. Also dieses Lichtschwert-Duell, genial. Dieses Ende von dem Duell mit der abgetrennten Hand, wow. Dieser Reveal, ich bin dein Vater. Wow. Geiler Film, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist Star Wars. Wie oft hast du auf deinen Burm geschaut und nicht auf den Film? Ja, öfters einmal. Ich habe öfters einmal umgeschaut. Ja. Aber es ist so krass, wenn es Kinder anschaust bei einem Film zum Anschauen, die haben eigentlich fast dieselbe Mimik die ganze Zeit auf. Nur mein Bub vergisst dann oft zum Blinzeln, der schaut bloß noch, wenn es wirklich cool ist. Der ist wirklich nur noch am Schauen, dass du sagst, da musst du mir annehmen und sagen, hey, alles klar, oder bist du schon mumifiziert? Ja, alles super, alles super. Und dann hat er Hand Chips rein und weitergeschaut. Also sie haben da wirklich, also beide, meine Buben haben da wirklich sehr gebannt, wo es da, wenn einmal so ein Film läuft, die können sich da schon mal 2 Stunden hinsitzen. Aufmerksam. Also ohne, dass dann jemand sagt, nee, oder rumhupft oder was weiß ich. Also die haben da wirklich sehr konzentriert. Wo es ja in der ganzen TikTok- und YouTube-Generation nimmer selbstverständlich ist, wo sie da in letzter Zeit so im Bekanntenkreis mitgekriegt habe. Das ist ja schrecklich, wie das läuft momentan. Ich wollte gerade sagen, es ist ja eher wie der Vater so oder Sohn. Richtig. Ich bin sein Vater. Genau. Ja. Corby, wie schaut's aus? Was geht ab? Also nur für dir als Info, weil du wirst ja jetzt gleich denken, boah, der kommt ja nur mit lahmen Drecksfilmen, das ist ja unglaublich. Ich hab zum Schluss noch was dabei. Ich glaube, bei dem einen kannst du definitiv sehr gerne mitreden und bei dem anderen, das überrascht dich vielleicht sogar. Okay, bin ich gespannt. Aber jetzt machen wir erst noch mit den etwas gediegeren Filmen weiter. Ich hab mir Like a Complete Unknown angeschaut. Im Original, so, jetzt kommen wir auch wieder auf Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Im Original heißt der Film A Complete Unknown. Nochmal, in Deutschland heißt er Like a Complete Unknown, weil wir alle Idioten sind. Ja, Blood and Sinners gefällt das. Ja. Es ist die verfilmte Biografie vom Bob Dylan. Bob Dylan hier gespielt von Timothy Chalamet. Und der ganze Film ist von James Mangold, den wir kennen. Was? Und? Ja, wie? Hat das nur jemand gemacht? Nein, und, also ich wollte jetzt gerade sagen, und hat er da gefallen, aber du möchtest vom James Mangold noch erzählen. Verzeih vom Mangold, James. Ja, der hat Wolverine gemacht. Wolverine oder ein Logan? Ein Logan. Genau. Und Wolverine, Weg des Kriegers. Mhm. Und vor 800 Jahren, also um genau zu sein 2005, Walk the Line. Was übrigens einer meiner meiner Lieblings-Wolverine einer meiner Lieblings-Musikbiografien ist. Das ist ja die von Johnny Cash. Und der Johnny Cash spielt hier auch wieder mit, weil wir verfolgen den Bob Dylan von Anfang der 60er, wo er nur 19 Jahre alt war, hin zu seiner rebellischen Rockphase Mitte der 60er. Also er ist ja ein sehr mittlerweile berühmter Musiker und hat seine Anfänge im Folk gehabt. Also das heißt nur mit seiner Akustikgitarre und nur ein bisschen mit seiner Mundharmonika hat er halt lustige Folklieder gemacht, Volkslieder. Volkslieder hat er gemacht, oh Gott. Ja, was die deutsche Übersetzung von Folk ist. Aber Country hat er nicht gemacht, oder? Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Nein. Country ist das nicht. Aha. Das ist das nicht, nein. Und irgendwann hat er halt dann gemerkt, ja, ich bin ja eigentlich doch nur ein bisschen jung und habe eigentlich ja Lust auf mehr Musik als nur das. Und dann hat er halt schnell ein paar Leute dazugeholt, hat eine Rockband draus gemacht und hat halt dann noch ein paar Rocksongs mit musiziert. Und der Höhepunkt von dem Film ist praktisch dann dieser Zwiespalt, weil er ist halt ein sehr berühmter Folksänger. Und das ist halt das, was die Leute haben wollen. Und wenn er halt dann auf einem Folk-Festival auftritt und auf einmal dann Rockmusik, diese verteufelte Rockmusik, performt, dann gefällt das nicht unbedingt an jedem. Trotz den 141 Minuten kam mir der Film
sehr kurzweilig vor. Er ist super gespielt. Also Timothée Chalamet hätte hätte aus meiner Sicht hierfür definitiv einen Oscar verdient. Er hat aber leider nur eine Nominierung bekommen. Ach, war der dieses Jahr bei den Oscars im Rennen? Ja, ist uns wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil die Oscars wahrscheinlich ihn a Complete Unknown genannt haben und nicht Like a Complete Unknown. Oh, das kann natürlich auch sein. Der dumme Deutsche soll gar nicht wissen, wer den Oscar kriegt. Genau. Na, ansonsten spielt nur der Edward Norton mit. Den habe ich tatsächlich nicht erkannt. Also mir ist das erst klar geworden, als ich es im Abspann gelesen habe, und gedacht, what the fuck, das war der Edward Norton? Krass. Okay. Den habe ich halt wahrscheinlich einfach schon ewig nicht mehr gesehen und haben halt dann dadurch schon abgeschrieben gehabt. Hab nicht gewusst, dass der nur Filme macht. Ich wollte es aber gerade sagen, ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Den Terren. Ja, oder es fällt halt einfach nicht mehr auf. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Also ich fand ihn gut, jetzt nicht so gut wie Walk the Line, aber ich habe doch wieder einiges gelernt, habe natürlich dann die Tage drauf wieder mehr Bob Dylan gehört wie davor und kann ich jedem empfehlen. Also es ist eine der guten Musikbiografien, weil es kam ja, glaube ich, letztes Jahr diese Bob Marley Biografie raus, weiß ich ja schon gar nicht mehr, wie die geheißen hat. Die war ja wirklich scheiße. Also die war uninteressant und holt niemanden ab für die. Okay. Ja, das ist hier anders. Genau. Meinst du, ob die mal ein Doku machen über Guterlachs oder sowas? Bestimmt. Das war mir gut, weil dann könnte man auch mal so ein Musikdoku schauen. Also ein Biopic anschauen. Wie heißen die anderen? Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, da wo sie was war's denn? Der Sänger einen Schädel weggeschossen hat? Mayhem, ja. Mayhem. Lords of Chaos. Genau. Ja, richtig. Ich meine, ist ja auch verfilmt worden. Warum nicht Guterlachs? Stimmt, die haben bestimmt auch ganz schön was zum Verzeihen. Weil wenn du auf einem Festel die Leute hast in der Crowd und die haben ein Dixie-Klo von A nach B, das ist super, das gehört auf alle Fälle erzählt. Das gehört auf die große Leinwand. Uns folgen ja viele Regisseure. Hier, kleiner Tipp, was ihr als nächstes verfilmen könnt. Dominik Balko, wie schaut's aus? Guter Lachsfilm. The Movie. Genau. Gut, was hast denn du nur so gesehen? Ich hab mir angeschaut Sweet Revenge. Den kann jeder schauen, der einen YouTube Account hat mit einer, ich weiß nicht, ich glaube ab 18 ist der sogar, weil ich wollte normal am Computer anschauen, da hat's geheißen, nee, das geht nicht, und ich habe nur am Handy, glaube ich, diese Freischaltung, und dann habe ich mir den leider am Handy anschauen müssen. Das ist der erste offizielle Beitrag zum neuen Jason Universe aus Freitag oder zu Freitag der 13. Der gehört, weil ist wirklich jetzt Kanon, dieser Film. Den kann sich jetzt wirklich jeder anschauen. Jeder, der das hört, kann jetzt schon mal goggeln und kann sich das nach der Folge dann anschauen. Ob er es aber gut finden wird, weiß ich nicht. Weil sie nämlich bei dem Film einiges geändert hat. Die haben jetzt halt mit diesem Jason Universe versuchen die jetzt halt wie es jetzt der Sam Raimi eben auch mit dem Evil Dead Universum macht, das so eine Art Bibel aufzustellen, wie dieses Regelwerk funktioniert. Und durch diesen ganzen Rechtsstreit, die es jetzt da gegeben hat zwischen Sean Cunningham und seinem Drehbuchschreiber zum ersten Freitag der 13. Ihr habt jetzt halt einige Rechte an den Drehbuchschreiber gegangen, Namen bitte hier einfügen, ich weiß nicht mehr. Schaut selber nach. Und die andere Seite der Schweine. Ja, macht so mal was. Und dann die andere Seite der Rechte ist an Sean Cunningham gegangen. Jetzt darf der Sean Cunningham die Sache nicht hernehmen, die der Drehbuchschreiber sie auf sein Deckel geschrieben hat, und andersrum. Also jetzt ein richtiges Kasperltheater. Anstatt dass diese zwei alten Vollidioten sagen, weißt du was, jeder hat sein Teil der Rechte und wir schmeißt man zusammen und jeder du kriegst 30%, ich krieg 70% oder macht man 50-50, keine Ahnung. Nein, da kocht jetzt jeder sein Süppchen. Jetzt kriegen wir nämlich auf der einen Seite diese Crystal Lake Fernsehserie, die darf quasi Jason nicht hernehmen mit Hockeymaske und Co. Dafür darf's die Pamela Voorhees hernehmen. Anderweitig darf jetzt der Sean Cunningham Crystal Lake nicht verwenden und ich glaube auch den Titel Freitag der 13. Also Mordsgeschiss am laufenden Band. Jetzt ist eben dieser Sweet Revenge rausgekommen und soll jetzt quasi da dieser Startschuss sein für dieses Jason Universe. Und da geht's quasi drum,
wie in jedem Freitag der 13. Film, junge Leute fahren an einen See und wollen da ein schönes Wochenende verbringen und dann kommt ein Maskenmann und reißt ihnen den Arsch auf. Genau, soweit. Nur, ich habe ein bisschen ein Problem. Das Ganze, gut, man kann es jetzt wirklich schon auf die Goldwaage legen, weil es eben nur jetzt ein Kurzfilm ist von 16 Minuten. Aber der Look ist sehr digital. Gefällt mir optisch überhaupt nicht. Da hat es in der letzten Zeit mehrere so Freitag der 13. Fanfilme gegeben aus Amerika. Never Hike Alone und solche Geschichten. Die haben geiler ausgeschaut wie dieses Lizenzprodukt, Freunde. Da müssen wir auf alle Fälle nochmal nacharbeiten. Das ist nix. Auch die Letterboxd-Bewertungen, die man so sagt, also die Hardcore-Fans sind nicht begeistert. Oh. Wobei ich es ein wenig schwierig finde, dass man halt dann so Neuerungen einbaut in diesen Kurzfilm, die jetzt zum Kanon kehren sollen, die ich jetzt gleich sagen werde, die ich ja auch ein bisschen problematisch finde. Und zwar ist es ich spoilere jetzt ein kleines bisschen. Also wie gesagt, bei diesem Kurzfilm, ich werde jetzt nicht mindblowing da sitzen und sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Jason legt im Crystal Lake eine Frau um bei Tag, die dann in der nächsten Szene aufwacht, aber es ist Nacht im Wasser. Die kommt quasi aus dem Wasser raus. Und mit der passiert dann im Laufe dieses Kurzfilms noch mal ganz was Drastisches, aber sie überlebt es trotzdem. Wo man sagt, okay, das kann die eigentlich gar nicht mehr überleben, was ist mit der Frau los? Also ich glaube, dass jetzt diesem Camp oder diesem Crystal Lake See übernatürliche Kräfte zugesprochen werden. Dass dieser ertrunkene junge Jason auch wieder aufstehen hat können, wird quasi auf das hinauslaufen, dass dieser Crystal Lake übernatürliche Kräfte hat, keine Ahnung. Und diese junge Dame, die steht dann auch wieder auf. Finde ich sehr problematisch. Weil das ist Apps, wo ich sage, okay, ich möchte doch einfach nur einen Slasher sehen. Wo haben wir den jetzt? Was ist los? Ja, das heißt, du weißt eigentlich dann nie, wer wirklich tot ist. Genau. Und jeder, der dann in dem Wasser umgebracht wird, und da gibt's ja auch ein paar Kills im Wasser, und die stehen dann alle wieder auf, oder was? Was haben wir denn jetzt? Das ist scheiße. Also wenn es wirklich so wird, naja. Dann der Jason selber ist ein totales Heinkerl. Also ich mag meinen Jason gern als Kanten. Ich denke da eben gern an Kane Hodder und so, der Jason ja ab Teil 7 bis 10 dargestellt hat. Und das fand ich halt schon geil. Breite Schultern, ein richtiges Bummerl, da wo du sagst, okay, der druckt jetzt einmal Ohren mit dem Gesicht irgendwo sauber durch. Aber der jetzt bei Sweet Revenge ist ein ganz schönes Heikerl. Also auch nicht besonders groß und schmächtig. Gut, die Maske habe ich im Vorfeld schon verteufelt, weil man es auf der Comic-Con gesehen hat. Aber die wirkt jetzt im Film gar nicht einmal so schlecht. Also das kann man sich anschauen. Okay. Er ist teilweise ziemlich blutig. Nur es ist so dieser übertrade Comic-Gore. Das ist jetzt nicht so wie früher bei Freitag der 13., was du sagst, leck, das war jetzt ganz schön hart oder so, sondern das ist eher so Comic-mäßig überzeichnet, so Terrifier-mäßig schon fast. Und nicht so Hatchet-Grobstyle. Also, wie gesagt, ich mag jetzt noch nicht mir nur 2 rumsageln an diesem Jason Universe, aber dieser erste Kurzfilm ist ein bisschen problematisch. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen nacharbeiten, beziehungsweise, dass da jetzt noch Luft nach oben ist. Und ja, dass dieses Jason Universe nicht im Vorfeld schon jetzt der Totgeburt ist. Aber es klingt danach. Ja, es ist ein wenig schwierig. Also er hat seine Momente und er war stellenweise ein bisschen spannend so. Also es ist schon ein bisschen so ein Feeling aufgekommen. Aber wie gesagt, es sind nicht ein paar so Sachen dabei, diese kreislige Optik und dann dieser Jason, dann diese seltsame Geschichte mit dem Wasser. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ich hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Und ja, weil es hängt ja doch eine riesige Fanbase dran und die gehört befriedigt. Und wenn ich da jetzt auf einmal anfange, da irgendwie ein rechter Schindluder zum Treiben, dann vergraut man halt die Leute von Haus aus schon. Wann geht's da weiter? Weiß ich nicht, wann es jetzt da das nächste ist, aber ich weiß jetzt eben nur diesen Kurzfilm und alles weitere werden wir unsere Hörer dann am Laufenden halten, da ich sagen. Weil, wie gesagt, alles, was jetzt genannt werden würde, war reine Spekulation. Okay. Genau. Alles klar. Also schaut sich einmal an, kostet nichts und schreibt in die Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr Jason-Fans seid oder nicht. Also das ist jetzt Hausaufgabe für euch, die kann wirklich jeder schauen. Auf geht's. Sehr schön. Gut, dann versuche ich jetzt da Überleitung draus zum Basteln. Und zwar, okay. Jeder, der Amazon Prime hat, kann sich auch folgenden Film anschauen. Und zwar den Film Hier von Robert Zemeckis.
Also wer noch nie einen Film von Robert Zemeckis gesehen hat, der behauptet jetzt mal, dass er wahrscheinlich lügt. Der hat nicht nur Forrest Gump gemacht oder Castaway, sondern auch alle 3 Zurück in die Zukunft Filme, aber noch ganz viele andere sehr, sehr bekannte Sachen. Und der hat sich gedacht, hey, Forrest Gump war doch eigentlich ein richtig geiler Film. Ich hole mir jetzt einfach mal den Cast von damals, und zwar einen Tom Hanks und die Robin Wright, und mach hier eine sehr experimentelle Verfilmung. Experimentell deswegen, weil es ist die ganze Zeit eine Kameraeinstellung auf einen Ort über verschiedene Epochen und mit ganz vielen Zeitsprüngen, was dann irgendwann sie mal an eine Familie ein bisschen näher ranzeckt und die halt von Geburt über Kindheit, Erwachsenwerden bis eben dann zum Altsein begleitet. Und da ist halt das Beeindruckende, dass der Tom Hanks und die Robin Wright da dank künstlicher Intelligenz so verdammt ähnlich zu ihren damaligen jugendlichen Gesichtern ausschauen, dass du höchstwahrscheinlich keinen Unterschied erkennst. Okay. Natürlich, wenn du dir den Film jetzt anschaust und du weißt, dass der Tom Hanks halt mittlerweile 800 Jahre alt ist, fällt einem das schon auf. Man merkt auch, dass sie wahrscheinlich sehr viel vom Forrest Gump da zum Rendern oder zum Antrainieren von der KI benutzt haben. Weil, also ich finde schon ganz oft, wie er dann also dasteht und halt manchmal so ein bisschen Tom Hanks-mäßig komisch guckt, fällt das halt einfach auf. Wir haben noch einen Paul Bettany dabei, unseren Vision aus Marvel. Bettany. Und ja. Bettany, stimmt, was habe ich gesagt? Ja, egal. Egal, du schneidest das. Na, du ihn nicht. Und also Jesse hat nach den ersten 20 Minuten gesagt, so ein Scheißdreck, weil der halt weil der so viel und so krass umeinander springt, dass du halt wirklich erst einmal nicht checkst, was soll das eigentlich? Er braucht da seine 20 Minuten, bis er mal sie bei einer Familie wirklich dann drauf konzentriert. Und ich muss ja sagen, rein was der Film vermittelt, ist es jetzt eher mittelmäßig. Also man merkt, finde ich, das Ganze soll eher wie ein Experiment wirken. Also ich hoffe, das ist der Sinn des Films, weil ansonsten war das schon eher, naja. Ja, da ist ja eher wirklich so eher der Weg das Ziel, oder? Dass man sagt, okay, dieses, wie du schon sagst, dieses Experiment, dass man sagt, dieser eine Ausschnitt und dann, wie viel Jahre haben das dann? 50 Jahre? Oder was wird das dann? Die meiste Zeit spielt zwischen Anfang 19. Jahrhundert und dann die Jetztzeit, aber wir haben ja manchmal Sprünge drin zu 14. Jahrhundert, dann hast du einen Sprung drin. Ja, es wird nur dümmer. Dann siehst du bei Dinosaurier. Nein, okay. Doch. Krass. Und das, also da verstehe ich schon, dass man nicht jeden abholt. Ja, krass. Ich habe jetzt eher so gemeint, das geht jetzt in die Richtung ein bisschen so Zone of Interest, weil da ist ja auch so, dass du bist ja eigentlich so dieser unsichtbare Beobachter im Endeffekt und da gibt's ja auch keinen Schuss, Gegenschuss und du bist halt einfach nur irgendjemand oder eine Entität, die dem wilden, grausamen Treiben dort zuschaut. Und das ist ja jetzt gemeint bei Here genauso, aber was du da jetzt erzählst, das ist ja Everything, Everywhere, All at Once. Ja, nur in langweilig. Weil du hast immer diese eine Kameraeinstellung. Also rein technisch gesehen finde ich das schon irgendwie interessant, aber ich hätte jetzt da keinen Film dafür braucht. Du siehst halt dann so langsam eingeblendete Fenster, die zeigen halt dann schon wieder einen Zeitsprung. Und das machen sie halt oder wie? Ja, und dann machen sie halt manchmal dann das so puzzelmäßig, dass er halt dann da umscheut. Und es ist natürlich ein Film von Robert Zemeckis, also der möchte ein bisschen einen Witz auch noch mit einbauen und so. Mhm. Aber es ist jetzt, ja, Mittelmaß. Mehr ist das Ding nicht. Okay. Für jeden, den das mal interessiert und der vor allem, wie ich schon finde, diese beeindruckenden Szenen sehen möchte, wie Tom Hanks und Robin Wright
in ihre jüngeren Ichs verwandelt wurden. Der kann da sehr gern reinschauen. Aber das sind 104 Minuten, die ziehen sie extrem. Weil du die ganze Zeit da sitzt und dir denkst, boah, also der Film muss jetzt schon irgendwas echt Krasses vermitteln. Der hört dann aber wahrscheinlich einfach auf, oder? Na, er versucht dann schon so einen Bogen auf bestimmte Szenen dann umzuspannen. Und die letzte Szene ist dann ein Wortspiel hin zum Filmtitel. Und dann versteht man, ach so, und deswegen war das die ganze Zeit nur eine Einstellung. Aber es ist, wie schon gesagt, Mittelmaß. Schade. Ja, schade. So, jetzt schmeiße ich noch einmal zu dir rüber und dann wird's besser, verspreche ich dir. Okay. Bei mir wird jetzt fast herausragend, mehr ich fast behaupten. Nicht nur besser, sondern herausragend wird's. Und zwar ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, der war im Hardline 2014 ist der gelaufen. Ich bin mir aber jetzt nicht genau sicher. Und zwar It Follows. Habe ich mir zum ersten Mal seit dem Hardline wieder mal angeschaut. Ich schieb den schon die ganze Zeit vor mir her und möchte mir den einbauen, aber es ist eigentlich immer irgendwas dazwischen gekommen. Und das ist also ein Stimmungsfilm, wo das muss ein wenig passen, hat mir so gedacht. Den kann ich mir jetzt nicht einfach so irgendwie so nebenbei einschmeißen, da möchte ich schon dabei sein, mit allen Sinnen. Und das war auch gut so, dass ich mir den ganz alleine eingebaut habe bei finsterster Nacht. Und ich war wirklich wieder begeistert. Ich weiß noch, dass mir der im Kino schon sehr, sehr gut gefallen hat. Aber jetzt daheim hat der auch noch mal richtig gut funktioniert. Und zwar geht es darum, dass die Jay mit ihrem Lover eine Nacht verbringt und der sie dann aber kurz nach dem Akt betäubt, fesselt und sie in so einem Industriegelände, in so einem stillgelegten, wahrscheinlich haben wir irgendwo in Detroit, Arsch der Welt, Industrie am Arsch, sagt ihr dann quasi, sie muss jetzt mit anderen Leuten schlafen, um diesen, in Anführungszeichen, Virus weiterzugeben, weil diese Entität sonst auf sie zugeht und sie umbringt. Nur das Weitergeben kann sie retten und das aber dann auch nur so, dass wenn dem sie das als nächstes weitergeben hat, dann stirbt, geht der Fluch wieder auf sie über. Sie muss dann immer wieder schauen, es ist ein Kreislauf, sie müsste dann wieder schauen, mit jemandem zu schlafen, der dann auch wieder an ihrerseits umgebracht wird. Also das hat alles ein bisschen so diese, eventuell, wenn man das rauslesen mag, also eine Geschlechtskrankheiten-Thematik eventuell. Aber er funktioniert einfach nur als ganz cooler Horrorfilm. Mit einem mega guten Soundtrack. Ich glaube, der heißt nicht Disaster Piece oder so. Also ganz groß. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Schauspielerische Leistung mega. Der Film hat ein paar Jumpscares drin, also die ja nicht wirklich Jumpscares sind. Also sie kündigen sie dann teilweise ein kleines bisschen so an. Dann gespannt, okay, jetzt könnte dann was passieren, aber dann, wenn es dann passiert, sagt er, leg mich am Arsch, jetzt reißt jetzt gleich Vollgas. Ich sag nur diese Szene, wenn dieser riesige Typ hinter ihrer Freundin auftaucht aus diesem dunklen Gang, das ist echt zum in Hosenscheißen hergerichtet. Also der Regisseur hat's wirklich drauf, diese Sachen so zum Inszenieren, und er hat's auch mit drauf, dieser David Robert Mitchell, dass er dich mit der Hauptfigur paranoid macht. Weil es die Angriffe von dieser Entität werden immer häufiger und das kommt, man sagt da immer, also die Leute, die nicht infiziert sind von dieser Entität, können das nicht sehen. Sehen kann das nur dieser Infizierte, der diesen Fluch auf sich geladen hat und der dann angreift. Das ist jetzt mal ein anderer. Das kann irgendjemand sein. Das kann zum Beispiel sein, dass deine Mutter auf die herkommt und möchte die dann umbringen und weiß, dass diese Entität. Genau, okay. Also das kann jeder sein. Und das ist halt eben dann auch das Spannende an der ganzen Sache, weil der Film spielt aktiv damit, dass er sagt, okay, da kommen Sachen oder Personen aus dem Bild von ganz weit hinten immer weiter her, und entweder macht der Film was draus und lässt diese Gestalt immer näher kommen und die dann auch angreifen, oder es ist halt einfach nur irgendjemand, die Kamera blendet ab und es war nie was. Und so steigert sie diese Paranoia in dem Film wirklich bis zum Schluss, dass du sagst, wow, Respekt. Also ich habe am Anfang so mal ein bisschen braucht, bis ich reingekommen bin, weil man so gedacht hat, ich habe den so geil, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Mikro mit runtergerannt, vor lauter das Handwedeln. Ich habe den so geil in Erinnerung aus dem Hardline und ich wollte mir das jetzt eigentlich kaputt machen.
Aber wie gesagt, ich habe am Anfang ein bisschen braucht, bis ich reingekommen bin und dann hat aber der Film wieder voll gezunden bei mir. Also wie gesagt, man wird mit dieser Figur paranoid und das macht auch ganz viel von der Spannung aus. Und ich glaube, dass der Film sogar ab 12 ist, wenn mich nicht alles täuscht. Also der hat wirklich gar null und ist halt wirklich nur Spannungskino, Paranoia-Kino. Das Einzige, wo es noch von der Bestnote bei mir trennt, ist das Ende. Also ich habe mit meinem Buben die letzte Zeit Scooby-Doo geschaut und dieses Ende von It Follows wirkt wie das von einer Scooby-Doo-Folge. Also ich mag jetzt nicht zu weit spoilern, aber der Film ist, wie gesagt, jetzt auch schon 10 Jahre alt, aber sie stellen dieser Entität dann eine Falle und wie das dann abläuft, dieses Ende, sagst, was ist denn los? Ist ja wirklich gar nichts eingefallen. Das ist wirklich, wie wenn du gewusst hast, okay, der Regisseur weiß, das sei Setup und er weiß das zum Nutzen, aber er weiß nicht zum Ende zum Bringen. Aber dann dieses Ende am Schluss, also wo man dann sagt, okay, das Finale ist Score und dann dieser Epilog, ist es eine bittere Geschichte, wenn's das auf längere Zeit gesehen für die Figuren dann auslegst, ist schon problematisch. Aber da dieses Finale an sich, da wollten sie dann wieder wegen Action mit reinbringen und so. Und das hat für mich nicht ganz so zum Film passt. Also wirklich das Einzige, wo sie dem ankreiden, muss nicht, aber weil ich einfach ein alter Ärgler bin. Ich muss irgendwas finden, was das Aber so wirklich absolute Empfehlung. Ein toller Film, brutal spannend und sehr atmosphärisch. Kann ich jedem ans Herz legen. Ich habe bisher nur Gutes über den Film gehört. Tatsächlich. Mhm. Und wir haben ja dieses Jahr im Hardline den Film It Feeds gesehen. Mhm. Und ich habe allen Ernstes gedacht, das ist eine Fortsetzung zu It Follows. Ja gut, es ist aber jetzt auch, der Gedankengang ist aber auch nicht blöd, muss ich jetzt auch sagen. Dann habe ich mit dem Flo darüber geredet und der Flo hat gemeint, ich verarschen ihn und hat gemeint, ich meine jetzt, It Feeds ist eine Fortsetzung zu It. Ach so, okay. Also wahrscheinlich erst kommt It, dann kommt It Follows und dann kommt It Feeds. It Feeds. Boah, das war die Trilogie des Grauens, das war ja Wahnsinn. Corby, du hast da Rabbit Hole geöffnet. Ja, nur anhand von den Titeln. Ja, stark. Also eigentlich müsste Deutschland da schon was dafür tun und alle 3 Titel entsprechend so abändern, dass man überhaupt nicht merkt, um was es da eigentlich geht. Ja. Stark, das heißt, auf dieser war jetzt gar nicht gekommen schon, ja? Corby, Wahnsinn. Ja, aber kann ich da ans Herz legen. Mach den, der ist gut. Ja, sehr schön. Ich folge ja immer sehr gern deinen Empfehlungen. Mhm. Und das habe ich ja jetzt erst vor kurzem getan. Du hast mir ja ein Hörbuch empfohlen. Und zwar wie mir Menschenjagd vom Stephen King reingezogen, beziehungsweise Stephen King, eigentlich ja Richard Bachman oder Bachmann, ist aber der Stephen King. Das Hörbuch ist grandios. Ich freue mich schon sehr jetzt auf den Film, der dieses Jahr dazu rauskommt, und zwar The Running Man. Und weil ich mir gedacht habe, ja, die anderen haben doch verzeiht, da gab es schon so eine Verfilmung aus dem Jahr 1987. Auwetzwick. Hau ich mir doch den mal rein und ich habe mal Running Man angeschaut mit dem Arnold Schwarzenegger und diversen anderen Leuten und ich muss schon sagen, also ich war schon lange nicht mehr so extrem enttäuscht von einer Verfilmung. Ich bin so cool über echt spekuliert, was sagt er jetzt? Also es hat ja wirklich nichts mit dieser Story zu tun. Nichts. Das ist ja, warum? Also ich habe schon jetzt mit ein paar Leuten darüber geredet und viele sagen halt, ja, aber es ist doch Kult und das ist ja total lustig teilweise, weil es ist ja eigentlich satirisch und was weiß ich. Weißt du, ich gehe mit der Erwartungshaltung raus, boah, jetzt möchte ich zu dieser richtig bitteren und geilen Story von Menschenjagd bitte eine entsprechende Verfilmung sehen. Schauen wir das Ding an und denk mal, sagt mal, was habt ihr denn da damals geraucht? Also das ist ja nicht einmal annähernd. Aber wirklich, das Einzige ist wirklich nur diese Spielshow, dass dann auf einen Menschen Jagd gemacht wird, aber in was für einem Umfeld und so, das ist schon wirklich komplett unterschiedlich. Drauf gehen wir zusammen ja, weil wir beim Weißen Hai im Kino den Trailer gesehen haben, glaube ich, vom Running Man, oder? Da meine ich, haben wir dann beim Heimfahren ins Rennen gekommen, gell? Bei Weapons haben wir den Bei Weapons Trailer war das? Ja, okay. Genau. Ja. Ja, also die Verfilmung, die ja dieses Jahr rauskommen soll, die schaut da vom Trailer her schon viel näher
ans Buch angelehnt aus, wie der aus den 80er. Aber ich war da echt so enttäuscht, aber auch verwirrt, weil ich mir dann gedacht habe, ja, ihr habt es ja sogar reingeschrieben, dass die Story aus dem Buch kommt und so. Und ja, du hast schon recht, also es hat natürlich was mit dieser Fernsehshow zu tun und er heißt auch Ben Richards, der Arnold Schwarzenegger, aber er verhält sich halt überhaupt nicht einmal so wie der Charakter. Und ja, der ist ja komplett anders aufgezickelt. Das ist ja, der Schwarzenegger ist ja da in dieser Show drin, weil er angeblich Leute umgebracht haben soll, oder? Ja. Ja, und der andere, der metzt ja freiwillig. Genau. Also es ist wirklich alles anders, das stimmt. Aber so jetzt als Film an sich, jetzt wenn du sagst, okay, vielleicht kirst der Enttäuschung ein wenig auf Zeiten, aber so als Film an sich, als Schwarzenegger Action-Vehikel, hat er da auch nicht funktioniert? Na, also ja, ich weiß, in welche Richtung du fragst, aber das war halt leider überhaupt nicht meine Erwartungshaltung, als ich mit dem Film angefangen habe. Und ich habe am Anfang auch noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sie immer wieder was mit reinstreuen, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Sie ist die Amber Mendes. Die findet ja dann heraus, dass die Szenen, die ja dann in der Fernsehshow gezeigt werden, verändert wurden zu dem, was die Realität gezeigt hat und keine Ahnung. Und da habe ich mir dann nur gedacht, ja, okay, jetzt wird's interessant. Na, was machen die? Sie nehmen sie und schmeißen sie auch in die Sendung rein. Einfach so. Einfach mal sagen, ja, okay, jetzt hat die das herausgefunden, ab mit dir in die Sendung. Genau. Und ich habe vorhin natürlich dann ein bisschen dazu recherchiert und habe dann festgestellt, dass der lange Zeit indiziert war. Und ich verstehe nicht, warum. Also, ich glaube nicht, dass ich eine geschnittene Version gesehen habe. Nicht mehr, na. Und sagen wir mal so, das, was mir jetzt aus indizierfähigen Szenen im Gedächtnis geblieben war, ist diese Szene mit der Kettensäge wahrscheinlich. Aber da sieht man ja auch nichts. Also es ist ja nur angedeutet. Ja, die Wege der Bundesprüfstelle sind unergründlich. Oder wo er ich glaube, der unterschreibt ja dann diesen Vertrag auf dem Rücken von dem anderen. Und dann sticht er durch den Kugelschreiber in den Rücken durch den Vertrag durch, oder? Boah, keine Ahnung. Das war auch, glaube ich, so eine Szene, die beanstandet worden ist. Dann auch wie die Kontrahenten heißen. Also, da habe ich mir dann gedacht, okay, was schaue ich denn jetzt da gerade? Schaue ich jetzt Running Man oder schaue ich Mortal Kombat? Ja, da heißt da heißt einer sogar Sub-Zero. Sub-Zero, jetzt nur noch Zero. Sub-Zero, Dynamo, Fireball, Buzzsaw, Mick. Voll krass. Voll krass. Also, da war ich wirklich enttäuscht und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen auf Wikipedia, weil ich mir dann gedacht habe, naja, vielleicht check ich es ja einfach nicht. Und das hat einen Kultstatus aus irgendwelchen für mich unerfindlichen Gründen. Übrigens, der Schluss ist auch dämlich. Und dann habe ich gesehen, dass es eine ähnliche Verfilmung von Menschenjagd gibt. Nicht basierend auf Menschenjagd, sondern auf einer Story von vor 20 Jahren oder davor. Aus Deutschland. Und zwar der Film Das Millionenspiel. Sagt er das was? Ja. Das sagt er was? Echt? Das überrascht mich jetzt gerade tatsächlich sehr, weil ich die so kennengelernt habe, dass du wahrscheinlich alles, was aus Deutschland kommt, erstmal scheiße findest. Dann ist der Film nur das. Nein, nicht scheiße. Ich bin ihm nur kritisch gegenüber. Okay, kritisch, sorry für meine Ausdrucksweise. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich mache gern so Menschenjagd, so Manhunt-Movies. Und da muss man quasi, fällt man dann einmal über das Millionenspiel oder über Graf Zaroff, Genie des Bösen oder so, oder dann Surviving the Game, Hard Target mit Jean-Claude Van Damme oder so. Und ja, da gehört natürlich der Running Man auch dazu. Beziehungsweise das Millionenspiel. Genau. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also, jetzt bleiben wir mal alle unter uns, alle, die hier zuhören und so. Und das vergessen wir dann gleich, was ich sag. Der Film ist aktuell auf YouTube drauf. Psst. Ja. Ich habe ihn ja nicht hochgeladen, also eigentlich ist das nicht mein Problem.
Der Film ist aus den 70er, Anfang der 70er und ist tatsächlich ein Fernsehfilm, der produziert worden ist oder beziehungsweise Regie geführt worden ist vom Tom Töle oder Töle, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie man ausspricht. Und der Film hat so einen kleinen Fernsehskandal ausgelöst, weil das Ding wie eine Mockumentary beziehungsweise wie eine Dokumentation aufgezwirbelt ist. Und zwar, als wenn ich gerade wirklich das erste deutsche Fernsehen schauen würde. Da kommt da das ist eine ARD-Produktion, meine ich sogar, gell? Genau. Da kommt am Anfang nur, wie es damals gang und gäbe war, Fernsehansagerin, die jetzt erklärt, was sieht denn der Zuschauer jetzt dann da gleich. Und das ist wirklich von vorn bis hinten aufgezogen wie eben Spielshow. Eine Spielshow, genau. Der Mike hat es ja eh schon gesagt, also es ist Menschenjagd und wird eben hier von dem Privatsender TITV produziert. Man verfolgt den Bernhard Lotz, gespielt von Jörg Plewa, der von 3 Killern gejagt wird. Und was ich halt auch geil gefunden habe, einer dieser Killer ist der Dieter Hallervorden, bevor er überhaupt Comedy gemacht hat. Und er ist richtig gut. Er ist tatsächlich richtig geil, weil wenn ich von dem verfolgt werde, dann kann ich auch nicht mehr schlafen. Und ich glaube, er wird auch fast dann einen Monat verfolgt. Also es passt tatsächlich als sehr gut und besser wie jetzt Running Man zu der Story von Menschenjagd wie bei Das Millionenspiel. Ich war durchgängig unterhalten. Ich habe total viel Spaß gehabt. Er endet halt auch wirklich mit so einer Botschaft, wo man sich denkt, ja, die Menschheit ist halt einfach schon scheiße. Also es könnte schon auch durchaus sein, dass das eine echte Show ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Kontroversen. Das haben halt leider viele Leute geglaubt. Da haben einige Leute bei der ARD angerufen und haben halt dann gefragt, ob sie da auch mitmachen können. Wollten sie da anmelden dafür oder waren halt total schockiert und wollten, dass das unbedingt beendet wird. Dazu muss man ja wissen, dass immer wieder Leute diesem Bernhard Lotz helfen. Also die verfolgen das halt dann auch alle im Fernsehen mit und denken sich dann, ja okay, ich will jetzt eigentlich nicht, dass der erschossen wird, also helfe ich dem halt. Was halt eine richtig coole Dynamik in den Film mit reinbringt. Aufgrund von dieser Kontroverse war der Film über 30 Jahre lang weg. Weil die gesagt haben, die können den gar nicht mehr ausstrahlen, weil die Leute offensichtlich zu doof sind, um zu erkennen, dass das nicht echtes Fernsehen ist. Ab 2000 haben sie halt dann beschlossen, okay, die 70er sind jetzt doch 30 Jahre her, also trauen wir es den Leuten doch mal wieder zu. Ja, und wieder am Kleidergriffer und gesagt, aber ein echt geiles Ding und fand ich total beeindruckend, weil sowas habe jetzt ich zumindest nicht am Schirm, dass es sowas gibt. Ja. Ich kenne einen ähnlichen Film, der heißt Ghostwatch. Das ist dasselbe Prinzip, was du erklärt hast mit Das Millionenspiel, nur da haben wir, ich glaube, das ist vom BBC aus produziert und das ist auch irgendeine ganz berühmte Show, die es da gegeben hat beim BBC. Und da gibt's quasi dieses Special Ghostwatch, wo es in ein Haus reingängen, dieser berühmte Moderator mit seiner Crew und den Leuten wird quasi, also dem Zuschauer in echt wird quasi vorgemacht, du siehst jetzt gerade eine Live-Aufnahme aus diesem Haus mit diesem Moderator, den du jeden Samstagabend zuschaust. Und das war halt alles gefaked und war halt extrem gruselig und verstörend. Und die Leute haben halt das auch geglaubt. Die haben dann alle an ausgeflippt und haben gesagt, Oleg, scheiße, der ist jetzt da echt in diesem Geisterhaus verreckt und so. Also das war auch eine riesiges Heckmeck. Und der Film war auch eine ganze Zeit weg, bis er jetzt, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren jetzt dann eben auch in verschiedenste Länder auf Blu-ray veröffentlicht worden ist. Genau, also da hat es ein ähnliches Heckmeck gegeben. Also echt irre. Und ich meine, es ist ja verständlich. Ich glaube, zu der Zeit war das ja jetzt nicht so alltäglich, dass man alles Mögliche im Fernsehen sieht. Also da ist es, glaube ich, gerade wenn das zum ersten Mal jemand sieht, schon schwierig zu unterscheiden, ist es gerade echt oder ist es ein Film, was ich da gerade sehe. Ja. Ich werde auf jeden Fall auf YouTube, weil da machen wir ja immer Bilder dazu,
ein Bild mit einfügen, wenn es nicht auf dem Cover drauf ist, vom Dieter Hallervorden, weil, also ich muss echt sagen, solche Rollen stehen ihm schon auch gut. Also war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, sehr schön. Ja. Cool. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt meine Alex für dich dann doch nochmal ein bisschen mit etwas Positivem enden lassen können. Du darfst das mit was Negativem enden lassen. Ich kann da damit umgehen. Ich habe erst Bring Her Back gesehen. Sonst müsstet ihr jetzt gleich wieder über Enzo reden. Der Enzo, der alte Lump. Ja. Ich hab's jetzt dann eigentlich, ich möchte jetzt gerade noch einen kleinen Tipp abgeben für Leute, die es gern richtig beschissen haben. Und jetzt habe ich mal einen Film angeschaut, der heißt Mutant Hunt. Und da gespannt man, die Macher von dem Film haben Terminator gesehen und haben ein paar so Science-Fiction-Dystopie-Filme gesehen. Und in dem Film, ich kann euch leider nicht sagen, um was das geht. Der Film ist so obskur und so abgefuckt. Man sieht die ganze Zeit nur irgendwelche Roboter, die alle so ungefähr so ausschauen wie der Schwarzenegger in Terminator, nur in Grischblick und in Anzüge, die einer null passen, mit Sonnenbrillen auf, die das Ganze nicht cooler machen. Und Sonnenbrillen machen einen immer cooler. Ja, die nicht, hey. Die schauen ja aus wie so Blinde, die was über die Straße helfen möchtest oder sowas. Also die schauen jetzt nicht cool aus, so I'll be back oder wenn du leben willst, komm mit mir oder so. Sondern das so, helft so bitte über die Straße, ich weiß nicht, wo links und rechts ist. Genau, und die werden quasi gezüchtet, diese Roboter, und in dieser Fabrik, in der die gezüchtet werden, da werden dann nur Mutanten hergestellt und was weiß ich. Und die greifen dann irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, die greifen dann einen an in seiner Bude, der gerade eine Frau budert. Und da stellt sich raus, dass es der super Actionheld ist, der wo auch überhaupt nichts kann, überhaupt nicht. Und auch diese Action-Szenen, wenn die dann angreifen, diesen Typen, der ist dann in der Unterhose, also ein richtiger Sacki-Zwicker hat der, weißt du, so ein weißen, so richtig schlecht. Und dann kämpfen die gegeneinander. Und das ist einer von denen Filmen, wo du sagst, hey, türkisch Star Wars ist ein Meisterwerk dagegen. Also dieses Ding, wenn die hinhauen, so einen halben Meter weit weg vor der Figur und dann lassen die sich hinter schmeißen und so. Also richtig, richtig billig. Aber es macht Spaß. Also es hat so ein Ding, wo du sagst, hey, ich bleib gern dran, weil ich echt gespannt bin, was das noch alles an behinderter Scheiße abliefert. Und dann gibt's wirklich nur so Geschichten, dann wird einer von denen Roboter an eine Heizung gekettet. Und dann stellt sich quasi heraus, dass er seine Hand ganz lang machen kann, dieser Roboter. Also der schaut richtig mies aus, so wie bei der Mr. Fantastic, bei Fantastic Four. Und dann grabst du da hier und Kamera dann vor der Weiden und dann siehst du diesen Roboter da okay mit dieser ganz schlechten Hand, der gerade noch eine Machete greift und so. Leck ist das beschissen. Wirklich. Aber das heißt, sie produzieren X-Men da drin. Ja, so ungefähr. Also alles ein bisschen. Es sind ein bisschen Roboter, ein bisschen X-Men und dann müssen halt die dann flüchten. Dieser Super-Action-Held mit dieser Frau, die aus dieser Firma rauskommt und dann eigentlich jetzt gegen die Firma ist und möchte da quasi die Machenschaften aufdecken. Und dann müssen sie sich halt immer wieder vor diese Roboter verstecken und gegen die Kämpfer und nachher einer von den Roboter, der wird dann, das schaut richtig geil aus, der wird dann ganz schwer verletzt, dieser Roboter, und dann siehst du dann wirklich, wenn das richtig die Fresse auseinanderfällt, und der hilft einer aber dann, der hat dann einen Kurzschluss und der hilft einer, und das ist wirklich die geilste Figur im Film, weil der redet immer so geil daher, und der schaut wirklich vom Mechatronischen aus, oder von den Effekte her, schaut der wirklich toll aus. Und am Schluss kommt dann noch so ein Supermutant, gegen den müssen sie dann noch kämpfen und so, aber alles sind beschissen. Nicht vergessen. Also das ist wirklich so, es wird hingehauen und die fliegen weg, aber du sagst, hey, das kann gar nicht sein, du stehst da einen halben Meter weit weg. Also wer wirklich einmal wieder Lust hat auf richtigen Scheißdreck, mit richtig viel Unterhaltungswert, der schaut sich Mutant Hunt an. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob der auch schon mal bei Schläferz war oder so, der war wirklich prädestiniert dafür. Ein normaler Mensch, der schaltet nach 10 Minuten aus und ich bin sitzen geblieben. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt so kacke, dass ich echt gespannt bin, wie es weitergeht. Die Szene mit dem verlängerten Arm, die hast du ja kurz mal im Status drin gehabt. Ja, genau. Sagen, ich hab mir dann auch gedacht, was ist denn mit dem Mike eigentlich los? Wie kommt der immer auf solche Filme? Also es ist schon interessant. Schwierig. Ja, da gibt es ein Label in Amerika, Vinegar Syndrome.
Und die bringen lauter so B-Filme, Grindhouse-Filme, Exploitation-Filme, Hauptsache sleazig und abgefuckt. Und die bringen da jetzt Sachen raus, die bei uns halt mittlerweile ja kein Mensch mehr kennt. Die haben irgendwo in irgendeinem Land mehr rausgeschissen worden auf VHS. Die haben wir teilweise, gibt's da keinen deutschen Ton. Deswegen kann ich da öfters mal was importieren von denen, weil da kommen Sachen raus, die werden niemals einen deutschen Ton kriegen, weil es nie einen gibt und keiner wird Mutant Hand, wenn der Film nicht in Deutschland schon mal auf VHS irgendwann in die End 80er rausgekommen ist, wird der niemals eine deutsche Synchro verpassen. Und ob du jetzt bei dem Film alles mitkriegst oder nicht, ist scheißegal. Das sind ja nur diese, in Anführungszeichen, Schauwerte, die den Film eigentlich so wirklich so interessant machen. Und das, wie gesagt, das ist halt, Vinegar-Syndrom hat sich da halt auf so Schund oftmals spezialisiert. Und wenn man sich da einen Film rauslässt, dann kann man dann eigentlich schon davon ausgehen, dass das grenzwertiges Filmmaterial ist. Ja, cool. Okay. Da bin ich gespannt, was du dann als nächstes dir anschaust. Ja. Ich habe mir schon wieder ein paar Sachen hergekriegt. Okay. Möchtest du spoilern mit irgendwas? Na, weil ich nicht weiß, das ist wieder so stimmungsabhängig, wo ich jetzt dann schauen mag. Mag ich wieder so einen Science-Fiction-Stuss singen oder irgendwie so einen Exploitation-Schmarrn oder so. Das stellt sich dann erst raus. Okay. Ich sag's euch dann. Ja, schön. Ja, schön. Ja. Also ich war vorhin übrigens schon fertig. Weiß nicht, ob das rübergekommen ist, sonst müsstet ihr jetzt doch über irgendwelche Dokus reden, aber ich mag halt nicht. Passt. Aber haben wir doch gut schon her. Das haben wir doch wieder einen schönen Abriss gebracht über unseren August. Und jetzt bin ich da gespannt, was uns im September alles erwartet. Natürlich dann auch vielleicht noch Conjuring 4, eventuell, wer weiß. Und der Long Walk. Der Long Walk, richtig. Sonst weiß ich nichts. Kabi, du? Weißt du irgendwas, was kommt? Weiß nicht, wann Running Man rauskommt. Ich hoffe bald. Ja, Ding kommt jetzt so Nobody 2 oder so. Da war ich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht. Freigabe ab 12 habe ich halt das Steelbook gesehen beim Mediamarkt. Oder bei Amazon zum Vorbestellen. Frei ab 12. Naja. Ja, ich glaube, der erste war ja auch ab 12, oder? Nein, der war ab 16. Der war ja, also das ist schon brutal. Naja. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall gibt's im September wieder einiges, mit dem wir euch verwöhnen können. Und genau, ist jetzt wieder für uns, da die Song. Mir hat's auf jeden Fall sakrisch gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Ja, vielen, vielen Dank. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr denn so im August gesehen habt. Wart ihr vielleicht am Volksfest? Wer weiß? Also ich schon. Wer weiß. Ansonsten, was haben wir verpasst? Schreibt es rein in die Kommentare. Und beim nächsten Mal vielleicht wieder zu dritt bei dem Alex. Wer weiß. Wir noch aber nicht. Es wird wieder schlechter, dann ist der gerade nicht die ganze Zeit beim Grillen, dann die schaut er vielleicht wieder vorbei. Wer weiß. Ja. Ich habe jetzt übrigens nebenbei nachgeschaut, The Running Man kommt leider erst im November raus. Also das heißt, da müssen wir dann noch ein bisschen länger warten. Und der Michael Cera spielt damit. Oh Gott! Den weiß ich nicht. Cool. Ach doch, den hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Superbad, sage ich da nur. Okay. Ja. Ich mag den Hauptdarsteller gern. Jetzt weiß ich nicht mehr, hast du noch offen? Wie heißt der Hauptdarsteller von Running Man? Glenn Paul, genau, aus Twisters. Den mag ich. Der soll ja angeblich in dem neuen The Texas Chainsaw Massacre Sequel mitspielen. Ich mag den. Das ist ein Sympath. Ja, schaut auch ganz nett aus. Schauen wir mal, was er in Form des Ben Richards dann da so erlebt. Und ob der Edgar Wright wieder mal einen gescheiten Film abliefert. Ui, das, ja. Da sind wir mal gespannt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und Habitäre, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wo das wieder der beste Podcast sein soll. Vom August. Wo alle Augusts das gibt. Genau, richtig. Dann passt. Bis dann. Also, ciao. Habitäre.